Erfolg zu erreichen? Ja, wie gesagt, ich habe nicht mit dem Erfolg, was wir jetzt dann wirklich schlussendlich gehabt haben, gerechnet. Wir wussten, wir können gut spielen und wir sind als Mannschaft sehr komplett. Aber dass es schlussendlich dann so in die Richtung geht, hat sich, glaube ich, keiner gedacht. Wir haben sehr viel im statistischen Bereich gemacht, nicht nur im sportlichen Bereich, athletischen Bereich, ballgefühlmäßig, sondern auch wirklich sehr viel im statistischen und das ist sehr gut. Was wird sich verändern in der kommenden Saison? Die Gegner werden sich einmal richtig verändern, sage ich mal, weil vor allem da spielen wir gegen Gegner, die Champions League spielen. Das ist dann nochmal ganz was anderes, höherer Level. Dieses Siegen, dieses jetzt so selbstverständlich schon war am Schluss, wird nicht mehr so sein, sondern man muss, glaube ich, sehr viel einstecken. Und ich glaube, das Ziel ist einfach jetzt nicht mehr Meister zu werden, sondern das Ziel ist der Klassenerhalt und dann kann man den nächsten Schritt machen. Ein zufriedener, ein glücklicher Präsident? Abgesehen davon, dass ich vereinsrechtlich gesehen bin ich nur Obmann, Gott sei Dank. Also Präsident dürfen die anderen spielen, ich bleibe der Obmann, aber ich bin ein glücklicher Obmann. Wie lange war die Aufbauphase, die konkrete, dass man zu diesem Ziel gekommen ist? Naja, wir sind 2010 aufgestiegen in die zweite Bundesliga, haben jetzt fünf Saisonen in der zweiten Bundesliga gespielt, sind zweimal Meister geworden, einmal Meister der Westliga und jetzt heuer sind wir Meister der gesamten Liga geworden. Ich muss sagen, heuer haben wir das erste Mal so richtig gesagt, jetzt könnten wir es schaffen. Wie ist die Sponsorenseite hier anzutreffen? Ich muss sagen, wir kriegen eine sehr klasse Unterstützung von vielen Betrieben in Ried, von unseren Sponsoren. Wenngleich ich sagen muss, wir werden noch ein bisschen unser Budget ausbauen müssen, weil sonst werden wir in der ersten Liga nicht realisieren können. Aber ich vertraue da ganz fest auf die Rieder Wirtschaft und ich glaube, wir können auch ein bisschen einen Gewinn zurückgeben. Ist der ehemalige Rieder SV Kultamatik-Plattsprecher jetzt auch Plattsprecher bei Volleyball? Nein, das macht bei uns der Reine Strasser, der macht das super. Ich habe beim Fußball aufgehört und wenn ich dann beim Volleyball anfange, ja, dann habe ich ja wieder keine Freizeit. Alles Gute. Danke. Ja, es ist einfach großartig, welche Leistungen der UVC Weberzeile Ried mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft hat, was da zustande gebracht worden ist und was da dahinter steht. Es ist auf der einen Seite diese gewaltige sportliche Leistung der jungen Spieler, es ist auf der anderen Seite ein Trainer, der es zustande gebracht hat, dass er mit seiner Mannschaft ein einziges Spiel in der gesamten Saison 15/16 verloren hat. Das heißt, dass der Aufstieg nicht überraschend, sondern im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft wurde. Sporthauptstadt Ried? Ja, selbstverständlich. Ried ist jetzt auch mit Volleyball, neben Fußball, die unbestrittene Sporthauptstadt. Nicht nur des Innviertels, sondern Oberösterreichs. Das ist mit Fug und Recht und in jeder Form nachvollziehbar und bewiesen. Herr Präsident, Ried, die Sporthauptstadt, kann man das so sagen, wenn man diese Erfolge sieht? Der Bürgermeister hat das gesagt und das kann ich nur bestätigen aus langjähriger Erfahrung. Die sportlichen Erfolge sind in der Spitze und in der Breite gegeben und das ist das besonders Erfreuliche. Und auch die Volleyballer haben dazu ihren Beitrag geleistet und sie werden auch in der nächsten Saison, bin ich überzeugt, eure Farben, die Farben des Innviertels gut und erfolgreich vertreten. Danke dir. Okay. Als Shoppingcenter in Ried hat man auch die Verpflichtung, hier als Sponsor tätig zu sein? Die Verpflichtung ist es nicht. Wir machen das sehr, sehr gerne. Generell ist es unsere Intention, auch hier in Ried als Weberzeile, wo wir sehr viel Wert drauf gelegt haben, auf die Vernetzung mit der Stadt, dass wir eben Teil der Stadt werden, was uns, glaube ich, im Rückblick sehr, sehr gut gelungen ist im ersten Jahr. Also es ist sicher keine Verpflichtung, sondern es war uns eine Freude und im Rückblick sind wir natürlich auch sehr, sehr stolz, dass das gleich im ersten Jahr so gut funktioniert hat. Der Herr Präsident oder Obmann Butting hätte gemeint, wenn die zwei Säulen hier nicht wären, könnte man hier in Zukunft die großen Begegnungen austragen. Wäre sehr schön, wir haben auch schon dran gedacht, muss man sagen. Vielleicht schaffen wir mal ein Beach-Turnier zu machen, wo man kleinere Flächen braucht. Generell ist es natürlich so, dass bestimmte Säulenanzahl statisch erforderlich ist und wir hier mit dieser wunderschönen Wall schon sehr am Limit sind, was die Statik betrifft und diese drei Säulen brauchen wir eigentlich unbedingt, sonst würden wir hier kein Dach haben. Für die Siegesfeiern groß genug? Auf jeden Fall. Wir bringen hier einige tausend Leute unter und haben auch ausreichend Fluchtwege und das Center so dimensioniert, dass wir hier große Veranstaltungen machen können.